Diese Botschaft wird richtiggeschickt von Lebenswasser in der Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko, je. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet wie lebenswasser.org. Wir sind in unsere Wassenbotschaften und wir sind all sehr gewassen. Wenn ich nicht hecht an einer Rund, aber wir wassen. Und Johnny ist nicht abgewassen, nach seiner Meinung. Gerade noch zum Befrieren. So, that's good. Wir wassen. Aber wir reden nicht so sehr von körperlich wassen, aber von geistlich wassen. Und dieser Themasch, was wir hier durchnehmen, dort ist nicht, dass wir nicht bloß in dieser Werken, was ich von das reden, da wollen wassen, aber das ist ein Themasch, in was wir durch uns Lebenszeit wollen wassen. Und wir aus Gott seine Kinder, wir müssen das klar holen, dass wir sind nicht Gott seine Kinder, oder wir wassen nicht zum Gott seine Kinder wollen, wir wassen, wen wir seine Kinder sind. Und da habe ich angefangen, diese Botschaft mit der wahren Geburt, das denken alle meisten nicht, wenn wir sind halt so lange in das, aber wir wollen wassen. Von der will ich von einem Thema reden, was uns vielleicht ein klein bisschen fremd ist. Und das ist einmal interessant, die Thema, was wir hier durchnehmen, das sind einmal so eine Dinge, was uns ein klein bisschen fremd sind. Vielleicht wie in der Liebe, wo wir abgewassen sind, oder was immer du gewasst hast. Aber von der will ich reden und dass Gott redet. In Johannes 10, da redet Jesus von den Gouda Schubshort und so weiter. Und das wir sind seine Schub. Und dann in Vers 27 sagt er, meine Schub hier meine Stimme. Und er kann an und die kommen mir heran. Na, Tim, dat het so ist. Tim, dat seine Schub, seine Stimme hier, dann muss Gott reden. Wir hören nicht eine Stimme, wenn da keine Stimme ist. Und so was uns Glauben ist, von Gott reden und so weiter, dort glaube ich merken sehr große Unterschied in was von Christentum wir haben. Wir sagen fertig, dass uns Glauben, dass uns Christentum, das ist nicht eine Religion, aber das ist ein Verhältnis. Du kannst modern ein Verhältnis haben mit wem, wenn du mit denen verteilst. Und nicht bloß zu den redest. Zwei sind ja drei, die reden und beten. Und der eine Punkt, was ich da versuche rüberzubringen, ist, dass Gott will nicht eine Liste von Dingen, was dir fehlt. Na, ich glaube, Gott will hören, was uns fehlt. Aber Gott will eine Gemeinschaft haben. Gott will viel mehr als bloß, dass ich eine Liste von Dingen verleihe und sage, hey, das fehlt mir von der alle 7 morgen. Und so, Gott ist uns Freund, Gott ist ein liebender Gott, er ist ein persönlicher Gott, er ist eine Person und Gott will mit dir vertrauen. Und so, wir wollen von der noch some Dinge checken, was die Bibel von das sagt. Ein Ding, was uns trouble mit das ist unsere Lehre, wo wir sind in gewissen Momenten abgewassen, dass Gott du redest nicht mehr, du hast keine Prophezei mehr, du hast keine Wissenschaft mehr, kein Tungenreden und all die Dinge. Und so, wenn dort alles weich ist, dann einmal haben wir so ein Glauben, dass, okay, du darfst in der Bibel lesen und das ist alles. Und weißt du, das ist wichtig. Und die sollen den Titel horchen von dir, dass die nicht eine rechte Idee kriegen. Aber ich glaube, dass Gott redet persönlich. Er will mit dir vertrauen. Er will mit dir Freund sein und so weiter. Und so ich will Ihnen some Dinge wiesen, was die Bibel sagt, von wo Gott redet oder wo Gott redet und so weiter. Und das erste Ding habe ich ein bisschen sein, dass Gott lädt seine Schub mit seiner Stimme. Gott lädt seine Schub, er sagt, die hören seine Stimme. Und so Gott ist es ein Schubshort. Na, das Bild von einem Schubshort, dort ist, dass die Schub, die jene Zeit, sein Geschichte über uns, dass ein Schubshort, der hat seine eine Stimme für seine Schub. Und so, wenn dann der Schubshort taub werden, oder Schubgrusen, alle taub, dann kann ein Schubshort mit seiner Stimme seine Schub raupen und der würden alle rauskommen von der Herde. Das ist die Idee von, dass Gott redet zu seiner Schub. Und so, das ist wichtig, dass wir Gott kann, in einem persönlichen Weg, dass wir das weiten, wenn Gott zu uns redet. Und dass wir das unterscheiden können von einem anderen hört seine Stimme. Und das ist die Idee, das wird zu der Zeit man geschubt, sagen wir. Und so Gott lädt die, aus sein Kind, aus sein Schub, mit seiner Stimme. Hast du mal gehört? Gott redet.
En so ik wil je het Luther met wijzen op wat van Wahrheit redt ons. Aber dat is eindelijk wat we willen klar haben, dat Gott heeft, sozusagen, schub, hij heeft Kinder, hij wil ons leiden met zijn stem. De tweede ding, wat ik wil zeggen, is dat de Bibel jet modern te verstaan, wanneer Gott te die redt. Laat me dat een beetje onderwijs zijn. Ik en du, we brauchen den Heiligen Geist, zum de Schrift verstaan. In Johannes 14, 26, aber der Treuste, der Heilige Geist, den der Vater in mijn naam schicken wird, der wird jent alles lehren und jent alles denken halten, was ich jent gesagt habe. Na, Jesus sagte zu seinen Jüngern, und er sagt, der Heilige Geist, der wird jent lehren. Was hat er lehren? Mit wieder. Was hat er denken halten? Mit wieder. Und so der Heilige Geist wird jent reden, der wird in jent wohnen. Und das ist ein viel längerer Thema. Ich wundere mich immer wahrhaft über diese Thema, was wir hier durchnehmen, dass das ein Thema ist, wo wir können eine Reihe von Botschaften über jeder Thema haben. Und so wieder und das bloß ein bisschen anscheren, wenn das sind Dinge, was wir als Kirche wollen lernen in der Zukunft, Däuper und Däuper. Aber der Heilige Geist wohnt in die. Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen. Der wird jent lehren, der wird jent reden, der wird jent denken halten. Na, Jesus sagte zu seinen Jüngern, und some von seinen Jüngern wären da, was die Bibel schrieben haben. Und so in den Sachen sagt Jesus zu ihnen, der Heilige Geist wird jent sagen, was sie sollen schreiben. Aber ich bei mir glaube, dass jetzt ein bisschen breiter steht, und dass ich und du haben den Heiligen Geist. Und weißt du was? Der Heilige Geist ist ein redender Geist. Der Heilige Geist, der wohnt in uns, sagt die Bibel, dort, wo wir Christ sind. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, ich habe das auch vielmal gesagt, wenn die nicht den Heiligen Geist haben, dann seid ihr religiöse Menschen. Das ist alles, was die sind. Die sind nicht Gott, sind nicht Kinder. Und er kann nicht klares dort sein. Aber wir haben den Heiligen Geist gekriegt. Gott hat uns den gegeben. Der will zu uns reden. Der will uns denken halten an Dinge. Der will uns die Schrift aufdecken. Und so ich und du brauchen den Heiligen Geist zum geistlich verstehen. 1. Korinther 2, da redet Paulus von seinen Predigen und so weiter. Und dann sagt er diese Dinge. Das ist dort, wovon wir reden, nicht in Wert, der uns die menschliche Weisheit lehrt, aber in Wert, der uns der Heilige Geist lehrt. So leih wie die geistliche Wahrheiten ut von Menschen, die den Heiligen Geist haben. Und so Paulus sagt, dort wird ich zu ihnen predigen, dort sind Dinge, was der Heilige Geist mir sagt. Und weil ich als ein Prediger, ich da das Werk, fertig studieren, zum Botschaften merken und so weiter, und ich verlot mich da ab, dass der Heilige Geist wird reden zu mir. Und der Heilige Geist wird mir Dinge wiesen. Und ich glaube, jeder Werk passiert das, dass ich irgendwas studiere, ich lese was und so weiter, und dann kommen mir Gedanken. Und das kann ich in der Botschaft sein, dort kann ich sein. Und ich glaube, das ist, wo Gott in uns schafft. Und er sagt mir, was die sollen weiten, was ihnen fehlt zu hören. Und so Paulus sagt, wir reden nicht in menschliche Weisheit, aber in Weisheit von den Heiligen Geist. Der lehrt mich, der sagt mir, was ich soll predigen. Und dann sagt er wieder in Vers 14, wer sich Gott sein Geist nicht unterstellt hat und mit seinem eigenen Verstand urteilen will, kann das nicht verstehen, was von Gott sein Geist kommt. Das ist vor allem Unsinn und er kann das nicht verstehen. Das muss einfach mit der Hilfe vom Heiligen Geist beurteilt werden. Lass mich uns sehr klar sagen, dass wenn wir versehen, in unserer Kraft Gott sein Wort zu verstehen, dann kriegen wir alle Hunde sehr viel von dir lernen. Und das ist, wie wir fertig haben. So wie man uns hat den Geist verloren, und so Paulus sagt, wie man uns den Geist handgeben, und wie man nicht mit uns einen Verstand urteilen, aber mit dem Geist Gottes. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Ding, für wir immer Gott sein Wort lernen. Mir ist das sehr wichtig, dass ich nicht eine Erdliche lernen, dass ich nicht was lernen, was nicht biblisch ist. Aber wenn das biblisch bleibt, dann muss der Heilige Geist mir leiden. Und wenn die ever wollen beten für jene Prediger und für die, was hier reden, dann bet, dass der Heilige Geist uns wird leiden. Dass es was Wahrheit sein, dass es was klar sein, ans Ziel ist, praktische, klare Botschaften und so weiter. Und das kommt modern, wenn das durch den Heiligen Geist kommt. Und so, wir haben alle den Heiligen Geist, nicht bloß der Prediger, nicht bloß der Diakon, aber je alle. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du den Heiligen Geist, der will die halten die Bibel verstehen, der will die halten mit geistlicher Weisheit urteilen und all solche Dinge. So, der Heilige Geist, der redet, oder Gott redet, zu seiner Schub, er will seine Schub leiden, wir brauchen Gott seine Stimme, um die Bibel verstehen. Und das dritte Ding ist, und nu soll ihr mir aufpassen, Gott redet bis sie die Bibel. Das soll ihr recht verstehen. Ich meine nicht, dass Gott Dinge redet, was in der Bibel sind. Aber Gott gibt Offenbarung, er redet zu uns einmal Dinge, was wir nicht in der Bibel finden, was aber mit der Bibel stimmen. Da muss uns sehr klar sein, dass es mit der Bibel stimmt.
Aber Paulus bet für die ephesische Kirche existiert. In Epheser 1, Vers 16. Er sagt, hier nicht auf, für ihn zu danken und für ihn zu beten, ich höre für was er bet. Dass der Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, ihn macht den Geist von Weisheit und Offenbarung schenken, am Beter kennen zu lernen. Und so Gott will zu uns reden in einem persönlichen Weg, er will Dinge aufdecken zu uns in einem persönlichen Weg. Und so Gott redet zu die besiegte Bibel, aber auch Mord mit der Bibel stimmen. Ich wünsche, die können das verstehen. Ich meine nicht, dass Gott wird eine Lehre geben, was ganz besiegt, alle Hunde findet, was wir nicht in der Bibel finden. Aber Gott redet zu uns. Ich hatte mal eine Erfahrung, wo ich in der Kirche war, und ich kneite mich hier fern an, und ich bete zu Gott, ich will besonders denken, durchheim. Ich glaube nicht, dass es eine Leute sterben wird, aber dass wir krass so klar ist, wenn es Leute sterben wird. Und dort wäre eine Taufversicherung für mich, und dort Gebet, wo ich wäre, wo ich Gott noch Freude und mit was ich Gott verteilt habe, dass er wird sich da im Kämmer und er wird in Kontrolle und so weiter. Und so Gott redet zu uns. Er redet zu den Denken. Und die hat das rein alle belebt. Ich mir so sicher, wenn du ein Kind Gottes bist, sind Dinge, die in meinen gekommen, was nicht bloß durch die kommen, nicht bloß in der Welt, aber die kommt da an. Vielleicht hast du es irgendwo vorgestellt, du sollst wem phone. Die lest die Bibel, manchmal hüpft du was rührt. Und das ist für die persönlich und so weiter. Das sind viele so eine Dinge. Wir wollen ein klein bisschen von reden mit Luther. In 1. Korinther 14, Vers 26. Na hier, die korinthische Kirche, das wäre eine neutrale Kirche und so weiter. Und Paulus stellt das am Dinge trage. Aber du Mann, sagt es, haben sehr interessante Dinge. Er sagt, es ist, Brüder, was soll wir dann sagen? Wenn je ihn versammeln, haben jeder ein Psalmlied, oder eine Lehre, oder eine Offenbarung, oder eine Rede in Zungen, oder eine Utleihen. Dort soll alle dort dienen, dass die Gemeinde gehalten wird. Und so Paulus sagt, dass wenn die Taub kommen, dann kommt einer vielleicht in der Haft eine Offenbarung. Gott hat den geredet, das Werk. Oder einer kommt der Haft ein Psalmlied. Oder einer, der redet in Tongue. Das ist noch ein Thema, was uns noch viel fremder ist, als dass Gott wird reden zu uns. Aber er sagt, diese Dinge darf Gott in die Gemeinde halten. Und weil ich glaube, wir haben Fehler gemerkt, einmal, dass wir Menschen durchschreiten sozusagen. Wenn irgendwer wird kommen und sagen, weißt du, ich habe diese Werk eine Offenbarung gekriegt. Ich glaube, Gott sieht mir das und dort. Und wir würden in unser Leben, wo wir abgewaschen sind, würden wir sagen, hey, das schafft nicht. Und ich glaube, das ist eine Ursache, wo wir nicht alle von Gott hören, wenn wir haben von klein und gelehrt, dass Gott redet euch mal. Und ich glaube, Gott ist von dir noch lebendig, er ist von dir noch eine Person, er hat von dir noch den Heiligen Geist uns gegeben, und so Gott redet zu uns. Aber wir müssen das klar holen, dass Gott ist nicht ein Gott, wird uns was fruchtig merken, sage ich einmal, aber ein Gott wird uns was ganz durcheinander bringen, und wir wollen von den Menschen werden, und da wird alle mit so Drahlen, unbiblisch und so wieder dahergehen. Ich glaube, wir wollen uns aufmerken für den Heiligen Geist, dass der kann uns reden, und der kann uns leiden, aus Schub und so wieder. Da werden wunderbare Dinge passieren. Aber wie man das klar halten, dass Gott schafft in bütegewöhnliche Wege, supernatural sei auf Englisch. Und so wie meinen wir das nicht, wenn wir sagen, dass der Heilige Geist merkt uns nicht fruchtig, dann meinen wir damit nicht, dass da nicht bütegewöhnliche Dinge passieren. Vielleicht kann Gott uns bei einmal in interessante Dinge leiten. Aber was wir damit meinen ist, dass Gott wird uns nicht gottlose Menschen merken, oder dass alle ganz in die Bibel und so weiter. Aber der Heilige Geist will zu uns reden. Und so Gott redet zu uns einmal besiegt die Bibel, aber das stimmt mit der Bibel. Oder das ist die selbste Botschaft. Aber Gott redet zu uns besiegt. Und ich glaube, die haben viel so eine Erfahrungen gehört, wir würden keine Beispiele brauchen und so weiter. Gott redet zu seinen Kindern. Er will zu seinen Kindern reden. Aber das sind manchmal Ursachen, wo wir ihn nicht hören. Ich will Ihnen 3 Ursachen geben, wo wir einmal Gott nicht hören. Oder wo wir, wie glaube ich, unsere Ohren tau haben und so weiter. Das erste ist Sinn in uns Leben. Wenn wir erlauben, Sinn in uns Leben, ich meine nicht, dass wir uns irgendwo ein bisschen verfahren, oder ich habe was getan, was ich nicht soll, irgendwo sich in eine Versicherung gefallen, das ist nicht, wo ich von rede. Ich rede von Mutwilles, ich weiß, dass das ist, und ich halte das mutwillig bin. Das ist, wo ich von rede. Und so sagt in Jesaja 59, Vers 1, horch einmal, dem Herrn sein Arm ist nicht so hart, dass er nicht raten kann. Seine Ohren sind nicht doof geworden, dass er nicht mehr hören kann. Du hast was zwischen Jünd und Gott gekommen, was die selbst verschuldigt haben. Jene Sünden haben am dazu gebracht, sich wegzudrehen und nicht nur Jünd zu horchen. Na, das redet hier vielleicht davon, dass Gott nicht nur uns horcht, aber ich glaube, das hat das selbst gedacht, dass Gott nicht, dass wenn Gott redet zu uns,
Aber wie schieben wir drei? Und wie schieben wir drei? Und ich habe diesen Sinn in mein Leben. Ich weiß, das geht erst durch. Vielleicht hast du irgendwas, was ich da pleitsch, ein unmoralisches Leben, was immer das kann sein. Wir können viele Dinge abnehmen. Und Gott, seine Stimme, ist so zu sein, doof geworden tanzt. Also wir hören das nicht. Wir schieben die drei und so weiter. Ich brauche einmal in uns befriedet Leben als ein Beispiel, ob das steht. Weil Gott schmiert uns gleich einmal Fuß wach, wenn wir singen. Wir haben einmal ein bisschen eine Idee, wenn ich wo einen Sinn folgen Gott, oder meint mir was bekehren. No. Wir brauchen uns gleich einmal Fuß was bekehren, wenn wir Mutwelle singen. Aber weißt du, was das ist? Das ist unser Verhältnis mit Gott. Ich sage immer, du kannst dicke Luft waschen. Wenn ich meine früher uns einig sind geworden und wir haben es nicht berät und wir saßen und daschen eten, wieso verteilt sich das? Habe ich mal mitgefangen? Du hast ein bisschen eine dicke Luft waschen, das will sich nicht so reich spazieren. Das irgendwas ist nicht ganz reich. Dann müssen wir mal stillhalten und sagen, weißt du was, wenn wir diese Luft mal reinmerken. Weißt du, was ich deute, I'm sorry, dass wir auch recht, was ich deute und so wieder, und so wie können das amtlich bekannt, was immer sagen, mit alles sagt, aber was immer das ist, nicht? Aber weißt du, dann dürfen wir die Luft mal reinmerken. Und dann haben wir einmal einen Schmack in die Schobel und war das schein. Und dann können wir vertalen. Und das übt waschen uns. Und ich sehe mir Sachen, ihr weißt alle von was ich rede. Wird das schafft, wenn das Waschen in Polit bei einem ein bisschen eine dicke Luft schafft. Und weißt du, das ist, was mit Gott hat. Und so, wenn ich Sinn in mein Leben erlaube, das ist, dass Gott mir dann host und er dreht sich weg und er schmiert mir in den Hals und er so. Aber mein Verhältnis mit Gott, mein Vertrauen mit Gott, das ist gehindert. Und du hast was waschen. Und weißt du, Mann, die Bibel sagt sogar, dass wenn wir uns frühes Recht behandeln und so wieder, wird Gott uns Gebet nicht hören. Und so einmal ist es, wenn ich sie einsinnig, ich sie bloß steckfast in meine Früh mit Lieden und meine Lehrerschaft, was immer das ist, und dort hat unser Verhältnis mit Gott hindern. Und so, wenn wir wollen von Gott hören und wenn wir wollen haben, dass er soll zu uns reden, wir können anreden, das Verhältnis soll up und friesen und so wieder, dann werden wir unseren Sinn rütteln. Und der Heilige Geist wird die wissen, was das ist. Na, some von uns sind so, ihr Wasser halb abgetrocknet vielleicht und so, jeder kleine Ding gepflegt uns und so wieder, und dort ja von jemandem schweres Leben. Aber ich glaube, wenn wir wirklich Sinn haben, vielleicht haben wir Unvergängnis in uns Leben, oder wir sind irgendwo ein unmoralisches Leben bin, oder ich habe alle Dinge, die ich für Gott trage, und heißt Nummer 10 auf der Liste in meinem Leben, oder ich rede dumme Dinge zu Menschen, Dollar, Plürerie, all so Dinge steht. Aber das sind Dinge, was Gott seine Stimme stellt mit uns. Der zweite Ding ist, wenn ich rebellisch sehe. Eine Predigerschrift von einem Mann, der kommt nach und er sagt, ich weiß nicht, was Gott nicht mehr zu mir redet. Und dann fängt er dann mit ut zu fragen, und über dem wird an, dass er hat sich verlebt, mit anderen Frau und so wieder, und er hat dann never zu seiner Frau bekannt. Und so, er lebt in das rebellische Leben, der Heilige Geist hat ihm dort lang denken gehalten, aber er schafft bloß immer zu sehen, und nu kommt er sein, er kann Gott nicht mehr hören. Und das sei aber rein mit dem ersten Punkt, was ich habe. Aber wenn wir eine rebellische Einstellung haben, ich will Dinge so tun, dass ich will, und Gott wird sich für mich beten, und das, was ich tue, das, was ich will, und so wieder. Wie wird Gott zu dir reden? Wir wissen, Gott in menschliche Verhältnisse, das dort nicht schafft. Und so mit Gott, der das auch nicht. Gott ist nicht dein Prediger. Gott ist auch nicht dein Mann oder Frau. Gott ist dein Gott. Und weißt du, wenn die Dinge für mich verstärken, dann war ich baut mir das nicht, wenn ich weiß das nicht. Aber für Gott Dinge verstärken, schafft nicht, wenn er weiter rein ist. Und so der Heilige Geist, die redet die in den Mund und so wieder. Und so die rebellische Einstellung, was wir zu sehen. Der dritte Ding, wohin wir Gott seine Stimme nicht hören, ist, wenn wir sind viel zu Druck. Wir sind in Distraction, eine Ablenkung, sagen wir das auf Hochdeutsch. Weißt du, das ist den Teufel seine ganz größte Weapon, würde sein, sein ganz größtes Gewehr gegen Christen. Weil wir bloß Druck holen. Weil wir den Druck machen. Und so, wenn wir wo fahren, dann braucht das Radio. Wenn wir wo sitzen, dann haben wir uns Phone, oder uns iPad, oder wir haben das was. Aber wir haben never Zeit, die mal stillhalten und mal bloß einfach mal still sein für Gott. Und dort klingt mit beten, was wir tun, bloß noch schwimmen Gott die Liste Hand fledern und so wach. Und weißt du, wo lange wird dein Verhältnis mit deinen Mann oder Frau holen, wenn du bloß einmal ein Klimpet was sein, smarries, dann sagen wir uns, nächsten Tag und so wieder, und er hast keine Zeit,
Wo soll ich zu jenen Kinder reden, wenn die in Husram ran und die schrien, so es geht, und die sagen sich, und die brüllen, und die tun, ich meine, uns tun nicht so bei jenen, und so. Aber je weten von wo ich rede nicht, und so, wo soll ich zu jenen Kinder reden, wenn das alle Leute ist, und das alle Drachen, und einer flitzt von einer Eichhüs nach anderen und so weiter. Wo soll ich zu jenen Kinder reden? Und ich glaube, Gott, der fragt uns, first einmal lang noch stillhalten, aber ich mal ein bisschen zu dir vertellen. Und weet je, ons draagt het leven. We namen dat naar Rotenreis en zo weer. En zo, we moeten ons leven aanstellen. Ik weet dat als je mal gleich so leicht ist, dat als van hierboven dat zijn. Aber hoeveel tijd hebben we really? En van tijd is wat lood. Immer on phone. Immer dit, immer dort. En wanneer ik dat phone had aan de TV, wanneer ik dat TV aan de iPad, wanneer ik dort, dan das wat. Aber we zijn draag. Immer niet. En zo, dat zijn wij, wo wir einmal Gott sehen, Gott treschreiben, und er kann gleich wirklich zu uns reden. Wir nehmen uns never Zeit. Und so, das würde nicht schaffen. Wenn du ein Business ran ist, dann musst du mal stillhalten, mal mit all den Arbeiter ein Meeting haben, mal sagen, check mal das und das und das, was wir tun. Was halt das, wenn einer vielleicht von Janing haften und andere, und du brauchst dir noch was herum, was du soll tun und so wieder. Wo wir das schaffen? Und wenn wir so dort mit Gott leben, und wir haben never Zeit für Gott, was will er zu dir sein? Noch ein bisschen was heranschreien? Und wenn ich glaube, dass Gott redet durch mich zu jünt, und die saßen hier eine halbe Stunde weg, still, ich habe mir gesagt, Gott für, dass ihr nicht drei schreien und so weiter. Aber Gott würde mal gleich mit dir persönlich vertrauen. Das ist anders, als wenn ich zu dir vertraue. Und so werden wir uns Zeit nehmen. Wenn wir nicht in unsere Dreckigkeit umgehen, in man eng von uns leben, weißt du, wir hatten diese Woche hier ein Begrafnis, und bei einmal hast dich dann sozusagen dann rutschen der Räder, und unser Leben durch. Aber dann bist du tot. Dann hast du keine Zeit mehr, zum irgendwas anderem. Du hast keine Zeit mehr, wenn du hast das Leben durch. Und so wie hat das Leben, zum uns reden mehr. Und wenn wir nicht so dreck sind, dass Gott niemals zu uns reden kann. Und weißt du, wenn wir wollen Gott lernen, horchen, dann müssen wir noch mal stillhalten. Bloß mal still worden in uns. Und das fällt mir ein bisschen schwer, wenn so gut, wenn ich still sehe und ich sitze und ich horche und renne, ist mein Gedanken die Pflicht, 100 Meilen die Stunde. Ich sehe so einen Menschen, der einen kleinen Stoßchen kann eindenken horchen. Hat das mal gemerkt? Wenn ich mit jemandem verteile, dass es 3 Minuten dann sich bei den Nächsten. Dass mein Gewissen lässt mir dann nicht tauchen und so wieder. No, das ist bloß meine Personality, was ich habe und was ich immer jeden schaffen. Ich sehe ein bisschen eine Person, die von einem nach dem anderen flitzt und so weiter. Und so, das sind Dinge, wo wir uns lernen, und ich schaffe das auch mit in meinem Leben. Ich weiß auch, ein bisschen rund, aber ich weiß. Und so, Gott fragt die, willst du uns das hier stillhalten? Wo bloß mal still für mich? Und wenn ich einmal habe, sie zu holen, und wie mit Gott taub sind, dann muss wir zusammen reden. No, sieh mal still. Lass Gott mal reden. Wenn du mit ihnen früh verteilst, oder mit ihnen morgen, verteilst bloß immer du. Wenn du das, dann weiß ich ungefähr, was das schafft zwischen ihnen. Aber wir sind noch mal still. Dann lassen wir mal die andere Person verteilen. Wir sagen einmal, wir haben einen Freund vielleicht, oder wir kennen eine Person, die redet bloß immer. Die kriegst du nicht mal ein Wort zwischen irgendwo. Und so, wir sind einmal mit dem, was ich mit Gott. Dort steht sich, was wir noch für Gott Zeit nehmen, dann reden wir zu ihm. Warum mal still sein? Aber bloß einfach mal sagen, hey Gott, red du mal zu mir. Was sagst du zu mir? Lass mich Ihnen Kart noch 5 Wege wiesen, wo Gott uns redet. Nummer 1, Gott redet durch sein Wort. Das ist das Hauptding, da müssen wir klar haben. Und so, wir haben Gott sein Wort gekriegt, haben uns sein Wort gegeben, und so, das ist unsere Foundation, das muss stemmen mit Gott sein Wort. Und so, Gott redet durch sein Wort auf 2 Wege. Da sind 2 Wörter in der griechischen Sprache, was in Englisch oder in Deutsch rein gesagt worden, aber das sind 2 sehr verschiedene Meinungen. Eins ist das Wort Logos. Das Wort Logos meint, dass das ist Gott sein allgemeines Wort für alle Menschen. Die Bibel zum Beispiel, das ist Gott sein Wort, aber das ist Gott sein Logos. Und das ist sein Wort, was er gegeben hat. Some von dort ist vielleicht das Gott zu uns geschrieben, überhaupt nicht und so wieder, aber die Prinzipien sind durch und so wieder. Das ist Gott sein Logos. In 2. Timotheus 3 sagt, jenseits alle Schrift von Gott gegeben, das wird von uns zu belehren, uns zu beten, uns zurechtzuweisen und uns zu unterrichten, wo wir sollen leben. So das ist Gott sein Logos. Und wenn ich die Bibel lese, ich lese Logos zu uns. Und so das ist Gott sein Wort. Wenn ich in die Bibel lese, dann lese ich Gott sein Logos.
Und dann ist da noch ein anderes Wort, was auf Englisch und auf Deutsch bloß auch Wort gesagt, aber das ist Rima. Und das ist das griechische Wort Rima. Und das ist, wenn Gott sein Wort braucht, um zu dir persönlich reden. Hast du mal belebt, wenn das passiert? Vielleicht habe ich Gott sein Wort gelesen, und dort ist Gott in der Bibel ist Gott sein Wort. Dort weit wie, bei einmal hast dich, redet Gott durch ein Vers zu dir, specifically für dich. Das ist Gott sein Rima. Und so das ist ein Wort für dich persönlich. Vielleicht hast du durch eine Botschaft. Ich rede hier, ich lese Gott sein Wort und so weiter, und bei einmal hast dich, traf dich dort und du sagst, das sagt Gott von dir zu mir. Das ist Gott sein Rima. Rima ist immer persönlich. Logos ist allgemein. Rima ist persönlich. Und so, wenn wir sagen, Gott redet durch sein Wort, dann muss das nochmal ein Rima sein in uns Leben. Und wo wir sagen, okay, ich sehe nicht erst, ich hatte mal diese Erfahrung, wo Gott zu mir redet, und weißt du, wie ein Vers bin? Und dort wie ein Rima von Gott sein Wort für mich. Wo Gott zu mir sagt, weißt du was, das Vers sagt das, und das, was ich in dein Leben tun. Dort wie ein Rima. Hast du mal ein Rima belebt in dein Leben? Du hast die Bibel gelesen, du hast eine Botschaft gehört, und bei einmal, bang, ist es für dich persönlich. Na, wir sagen einmal, okay, Gott sein Wort ist einmal für uns, und in diversen Monaten erst auch. Aber ein Rima ist ganz das Wort aus dem Logos. Und so, da müssen wir klar holen. So, Gott redet. In Römer 10, 17 sagt es, so käme die Glauben durch die Predigt, und das Predigt von Christus sein Wort. Das Wort hier, das ist Rima. Das uns glauben. Wir wollen zum Glauben kommen, wenn Gott bei einmal in der Rima für uns hat. Aber wir wollen wissen in uns Bibel lesen. Und weißt du, deswegen ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Du kannst die Bibel durchlesen, du kannst ein Kapitel lesen, smart, aber das ist ein Logos, ja was? Und du hast auch euch persönlich genommen, du kannst so sein, ich habe von dir die Bibel gelesen, das ist ein Logos. Aber wenn du die Bibel liest und du bleibst stärken in einen Vers und du sagst, Mensch, das ist von Gott für mich, von dir, das ist Rima. Und so, du musst wie man beten von Rima, wenn wir Gott sein Wort lesen. Das heißt, was zu dir persönlich reden. Warum mal sagen, du liest einen Brief, der ist allgemein an den Lebenswasser geschrieben, der Brief. Aber du liest den, und bei einmal erst dort für dich persönlich. Das ist anders, wenn du einen persönlichen Brief kriegst. Als wenn du nur die Kirche geschrieben hast, zum Beispiel. Und so, das ist, wo Gott sein Wort auch schafft. So, das ist, wo Gott uns redet. Der zweite Bereich, wo Gott uns redet, ist der kleine, stille Stern in uns. Du hast bloß einfach eine Stern in uns, vielleicht erst, wie kann du euch hören, wie weit nur bloß der erste war. In 1. Könige 19,12, da haben wir die Geschichte von Elia, oder von Moses soll ich sagen, und so, ne, das hat mit Elia zu tun. So, das heißt, und nur dort, Erdbeben kam in 4, aber die Haare wie nicht in 4. Und nur dort 4 kam in eine nahe, leise Stern. Und dann fällt Elia sozusagen auf sein Angesicht. Und so, Gott redet uns vielmal durch eine kleine Stern. Und du hast bloß einfach diese Sicherheit in dir, dass Gott hat geredet. Du hast Gott gehört. Vielleicht ist es ein Rima, was Gott dir bloß hat angegeben. Oder ich vorwurf, bei einmal kam mir an, hey, ich soll da in der Person mal fahren. Und dann fand ich die Person, und dann war ich an, die Person ist vielleicht ein Trouble oder was, und die Person fehlt das Charak und mein Phone Call von dir. Und so eine Dinge, das Gott fährt. Und ich habe ihn dort einmal vertalt, wo ich noch mal dort nicht horchen, dass Gott mir das sieht, dass ich soll einen gewissen Mann fahren, 2 Jahre wieder dort. Das wird eine sehr, sehr strenge Lesson für mich. Gott hat mich sehr klar gesagt, ich soll mit dem Menschen reden. Ein Tag fuhr ich vorbei und steht der Mädel am Hafen und sieht Gott, was vor der mit denen reden. 2 Jahre Luther starfte. Und so eine Dinge habe ich manchmal belebt. Aber das sind Sehen. Wenn wir irgendwo einen Mensch fahren, also wieder. Ich habe jedem so belebt, dass ich wo mit Menschen taub komme, dann fange ich an, mit denen zu vertalen, so wieder. Und bei immer wo ich an, dass das taub kommt von der, dort wir Gott sehen, denke. Da will ich, dass ich bloß hier groß Verdammtheit handschreiben. Und so Gott hat interessante Wege, aber weißt du, das sind diese kleinen, leise Stimmen in uns, wo uns vielmal Dinge sein. Vielleicht sogar, was Sinn in meinem Leben ist. Und Gott sagt mir in diese leise, stille Stimme, er sagt mir, John, du musst mit denen das handeln. Aber ich auch nicht. Und so, der Heilige Geist schafft in uns. Und dann, wenn wir das abbringen, dann ist unser Lauf für uns und Gott war klar und das jetzt scheint. Und so Gott seine Stimme ist sehr wichtig. Und so vielleicht früher, was die Unterschied zwischen den Teufel seine leise Stimme und Gott seine.
Oder onze ene. Wanneer weet ik dat het plus mijn ene gedanken is? Een schrijver sagt, du redest immer te die Salz. Du sollst dat kennen wanneer het God is, oder wanneer du Salz bist. En ik dacht dan bij even, like, wie denken, wie vertalen alle ton Salz? Dat wil ik? Sure, we doen. Wat vertalst du die Salz? En zo wanneer mijn stem is en die zegt mij dat ik, like, alle had negatieve dingen, dat hij verdammt mij, dat ik dit en dat en jans, alle aardig en zo wieder, dan weet ik dat komt niet van God. Dan zit ieder de vriend erg Salz. Aber wenn das eine Stimme ist, was mir Sicherheit gibt, was mir Leuwiesen hat, was mir am guten Weg trägt halten so wieder, dann ist es von Gott. Und so, wenn wir nicht to Angst haben, dass, oder wenn ich mir wo handgeben zum Gott seine Stimme, was der Teufel zu mir reden. Ich würde Ihnen ein Ding sagen, dort jeden Tag beten und vertraue ich Gott, hey, von der wo ich gleich in deine Stimme zu hören, dort du mich beschützen für den Teufel seine Stimme. Und Gott ist true, Gott wird es tun. Und so, wie kann Gott einfach fragen, als er uns wird beschützen? Das ist eine von den Dingen in den Herrn sein Gebet, nicht? Beschützt uns von den Bösen. Und so, wie sollen das vielfältig beten, als wir tun? So, Gott redet durch sein Wort, durch Logos und durch Rima. Er redet durch eine kleine Leserstimme an uns. Gott redet durch Friede zu uns. Vielleicht hast du irgendwo, du was tun, aber du hast nicht Friede, aber du hast irgendwas, du kannst nicht den Finger tun ab, aber du hast something, was die sagt, halt still. Dann horch. Vielleicht hast du den einen gewassen und so wieder, aber dann glaube ich, dass es gut, dass wir mit stillhalten und so wieder. Das sagt in Kolosser 3,15, und lud Christus sein Friede in jene Horten regieren. Gott hat ihn dort gewählt, sein Friede zu haben, aus Glieder und ein Körper, und sie dankbar. Und ich glaube, Gott sein Friede. Vielleicht warst du wo hinfahren, aber du hast irgendwas in dir, das sagt die, blieb wach. Oder du hast den Hauscheck, aber du hast was nicht ganz stimmt. Oder du hast einen Boyfriend oder Girlfriend, aber du hast irgendwas in dir, das sagt, du hast something nicht ganz reich. Und so, dann werden wir lang noch stillhalten und einmal mit Gott vertrauen sein, okay, was ist hier? Willst du nicht Friede? Und ich glaube, Gott hat uns einmal abholen durch uns Friede. Noch ein Ding, was Gott hat in uns Leben, ist öffnen und tun die Türen. Der Apostel Paulus ist auf seine zweite Missionsreise. Und er hat geplant, nur Galatien zu reisen, er hat geplant, nur Asien zu reisen, das Evangelium predigen, und dann sagt der Heilige Geist, no, nicht durchhauen. Ich weiß nicht, was ihr das tut. Die Bibel sagt uns nicht, was ihr tut. Vielleicht wird es ein Anfried, was Paulus in sich hat. Oder das wird diese Leserstimme. Oder Paul hat eine Vision. Ich weiß nicht, die Bibel sagt uns nicht. Aber er wisst das, er soll das nicht haben. Und dann sagt er, dass er will nach Misien reisen und so wieder, und er will in andere Städte, und dann sagt er, ja, es war er nicht durchhauen. Und weißt du, das ist eine sehr interessante Geschichte, eine Apostelgeschichte, sagt hier. Aber was hier passiert ist, dass Paulus der Reise auf seine zweite Missionsreise, und er will durchhauen, dann sagt er, yes, nee. Und dann will er durchhauen, dann sagt er, yes, nee. Und das erste Bild, so, du hast bloß einen Gang fertig, und Paulus reist fertig, er weiß nicht wohin, er weiß nicht wo, der yes sagt nicht durchhauen, der sagt nicht durchhauen, dann kommt er noch Troas. Und du und Troas haben eine Vision. Und die Vision sagt, komm nach Mazedonien und das Evangelium bringen. Und weißt du, wo das für mich persönlich ist? Because Mazedonien, wir in Europa. Und so Paulus sagt nicht nur Kleinasien, er sagt nicht dorthin, er sagt nur Europa. Wenn du waren, John wohl seine Vereltern noch mal wohnen ein Tag, und die sollen das Evangelium haben. Und so der Raub durch Mazedonien, dort wird der Raub nur Europa. Na, unsere Vereltern wohnen durch viele Jahre in Lut. Aber weißt du was, die trocknen den Land an, oder waschen den Land ab, wo das Evangelium wir, wenn der Raub nach Mazedonien. Paulus hat gehorcht. Er wird nicht nur Asien, er wird nicht dorthin, er wird nach Mazedonien gereist. Und weißt du, der Heilige Geist wird vielleicht einmal deren für die Tau merken. Wenn wir nicht kurz mutlos waren, wenn der Tau ist für uns, dann werden wir stillhalten, dann werden wir fragen, okay, Herr, was bist du? Und weißt du, vielleicht hast du das wohin, wo Gott die will haben. Du hast den Plan, aber Gott lädt anders. Noch ein Ding, wo Gott uns lädt, ist durch Menschen. Gott lädt uns durch seine Eltern. Weißt du was, young people, du hast ein Ding, was die Bibel sagt für uns als Kinder. Bloß ein Ding, das Neue Testament. Und das ist, die sollen seine Eltern horchen. Weißt du wohin? Because Gott lädt uns durch seine Eltern. Das ist sein Ziel. Na, ich weiß gut, wir als Eltern sind einmal vielleicht nicht fähig zu leiden, oder wir sind gottlose Menschen, da können alle bei sein. Aber Gott sein Plan ist, dass deine Eltern wollen die leiden. Und wenn die in ein christliches Heim abwassen, wo jene Eltern die nur Gott leiden, dann würde ich sagen, dass jeder Tag Gott danken. Das ist ein großer Segen. So, das ist ein Weg, wo Gott leidet. Gott leidet durch Kirchenlehrer. Das wird so, wie wir hier sind. Das ist nicht, wenn wir glauben, wir sind besser als jeder, wir wollten mehr, was Gott auf uns herstellt, und er will jünt leiden durch uns. Durch das Predigen, durch andere Dinge, was wir Gott leidet durch seine Lehrer.
Er durch weise Menschen. Vielleicht fehlt ihnen Entscheidung. Und dort ist eine Person, die hat voll viel Weisheit im Leben, die ist ein bisschen älter, die hat voll some Dinge belebt. Gut mal haben, Frau mal den. Die junge Menschen, die wollen immer eine Partner sehen. Ich glaube, die Eltern sollen nicht für ihn tun, aber das ist meine Idee. Aber weißt du, wohin gehe ich mal eine ältere Lied, dann sagt jemand mal durch mit den Früchten mal, wo kann ich meine Frau behandeln? Wo kann ich meinen Mann ehren? Wo kann ich meine Frau leben wieder? Vielleicht nur eins, guck mal nur eins. Und dann frage ich mal lernen, wo kann ich meinen Mann ehren? Aber durch Menschen, die Autorität haben. Vielleicht Regierungsmänner, die Polizisten, die dann die hier noch mal am Weg sein, hey, vor nicht so stark. Und so weiter. Und so, das sind Dinge, wo Gott uns redet. Aber weißt du, Gott redet uns. Meine Titel sagen, ich weiß aber, wenn wir uns lernen, mit Gott Freund sein. Wenn wir stillhalten, lange von uns leben, dann will Gott seine Stimme hören. Vielleicht redet er durch das Wort zu dir, vielleicht redet er durch einen Freund, durch den Prediger, durch deine Eltern. Oder er wird was einfach zu dir selbst reden. Er wird sagen, ich liebe dich, du bist mein Kind, und ich will gleich, wenn du das und das tust. Wenn wir noch Gott horchen, wenn wir lernen, Gott seine Stimme zu hören. Dankeschön für diese Botschaft durchhorchen. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org.